Ja, herzlich willkommen, ich bin der Dani Vega und ich begrüße euch zu Plague Inc. Evolved. Plague Inc. Es geht um Krankheiten, wie der Titel so ein bisschen vermuten lässt. Und zwar geht es um nichts weniger, als dass man die Menschheit muss auslöschen muss. Ist ein bisschen ein kleines morbides Thema, aber ich habe so ein paar Let's Plays dazu gesehen, recht spannend. Es ist ein Early Access Game. Das heisst, es ist noch nicht vollständig entwickelt, also es ist eine Early Alpha, aber für das, also das, was ich bisher gesehen habe, für das ist es recht ausgeklügelt und funktioniert recht gut und macht recht viel Spaß. Das heisst, ich bin nicht absoluter Noob, ich habe es zwar selber noch nie gespielt, aber bereits schon eben ein paar Videos geschaut, das heisst, ich weiß ungefähr, was man so ein bisschen machen muss. Ich habe jetzt aber gedacht, ich versuche das selber nochmal reinzuschauen und abchecken, wie es läuft und wenn ich mich da schlagen werde, wenn ich das selber mache. Ja, so stößt man uns nicht. Das allererste, was man muss, sich entscheiden ist für einen soll ich sagen, für einen Erreger, also für eine Plage sozusagen, für eine Krankheit. Wobei Krankheit sehr weit gefasst ist, also wenn man ganz weit runtergeht, haben wir zum Beispiel, wo ist die gewesen? Nanovirus? Nein, nicht Nanovirus. Doch, Nanobots sozusagen, wie fast eigentlich in dem Sinne nicht eine Krankheit ist, im weitesten Sinn. Aber am Anfang ist natürlich klar, geht es um Bakterien. Wenn man es erfolgreich schafft, die Menschheit zu vernichten, dann wird weitere freigeschaltet, also der Virus, dann ein Pilz, Fungus, Narax-Worm, das wird irgendein so ein Hirnwurm sein oder so, ein Parasit, Prion, das ist so das ist ein Protein, glaube ich, irgendwie, wo als Erreger funktioniert und so weiter und so fort. Aber im Moment habe ich eh nicht viele andere Möglichkeiten zu entscheiden, was ich da genau nehmen soll. Also nehme ich mal einfach Bakterien. Das ist so, da kann man am Anfang so ein paar, soll ich sagen, so bestimmte Gene auswählen, die ja halt Dings ein bisschen anpassen. Das Bakterium von Anfang an, die Grundeinstellung ein bisschen verändert. Zum Beispiel der Darwinist erhöht die Chance, dass die Krankheit von sich aus mutiert. Das habe ich, aber wie gesagt, ich habe jetzt noch nicht freigeschaltet. Also das erste, was ich jetzt machen, ich spiele mal sicher auf normal. Also normal heisst, dass 2/3 der Menschheit ihre Hände wäscht. Was? Doktor arbeitet 3 Tage in der Woche und kranke People werden ignoriert. Okay, bei Casual ist niemand tut Hände waschen. Okay. Also es wird keine Forschung, keine medizinische Forschung betrieben und und kranke Menschen werden umarmt. Schön. Brutal. Also compulsive, also was sagen wir compulsive? Ja, ihr wisst schon, also wenn man das Gefühl hat, ein Zwang, also es ist eigentlich eine Zwangshandlung, also man muss die Hände waschen. Doktor bleiben in ihrer Praxis, also sie wohnen gerade in der Praxis. Kranke Menschen werden ins Gefängnis gesperrt, das ist schön. Okay. Genetic Drift Impacts Evolution. Genetic Drift Impacts Evolution. Das verstehe ich jetzt nicht genau, was damit gemeint ist. Ja, no. Dr. Investor Reset, also das heisst, der Doktor dann ihr Privatvermögen dafür aufwenden, damit sie Research betreiben können, was spannend tönt. Stellen sich vor, dass das nicht echt so ist. Und es gibt zufällige medizinische Untersuchungen, also der Zufall kommt dort an. Aber ich denke, ich fange zuerst mal mit normal an und schaue, wie sich das weiterentwickelt. Und dann sehen wir einfach, was passiert. Also, jetzt geht es natürlich um einen Namen. Es ist ein Bakterium, das heißt, es wird sich irgendwo vielleicht im Darmtrakt oder im Magen oder ja, oder vielleicht irgendwo bei der Schleimhaut kann sich das aufhalten. Das ist eigentlich egal, überhaupt egal wo. Aber sagen wir doch, das ist doch irgendwie Darm, was mit fuck. Ich bin gar nicht gut mit Namen. Ja, fangen wir mal mit etwas Einfachem an. Das ist Probelm.
Statt Problem. Also, wir fangen mal mit der Analprobe an. Easy. Gut. Also, Plaguing. Ich habe eine Welt vor mir. Dann, die Idee ist eben, wie gesagt, wenn ich gesagt habe, dass man die Welt muss vernichten, die Menschheit muss vernichten, die Welt natürlich nicht. To win, you must evolve and spread across the world, wiping all humans in the ultimate plague. Also, genau, Menschheit auslösen mit der ultimativen Krankheit oder Plage. Jetzt sehen wir ein bisschen anzoomen. Also, als allererstes muss ich natürlich ein Land auswählen, wo ich starten will. Jetzt, wenn ihr ein bisschen anzoomen, seht ihr da, hat es Flughäfen in verschiedenen Ländern. Also es hat nicht alle Länder, das muss ich so sehen. Es hat auch, kann ich da nicht ein bisschen, doch. Es hat auch Länder, die zusammengefasst sind, zum Beispiel die Balkanstaaten, die Schweiz, gehört zu Zentraleuropa, obwohl da schon recht weit viel vom Westen dabei ist. Ukraine, ist das Ukraine? Nicht wirklich. Oh shit, jetzt habe ich in Polen angefangen, das habe ich jetzt eigentlich nicht wollen. Okay, ja gut, ist auch okay. Fange in Polen an, es ist ein bisschen unglücklich, weil die haben keinen Hafen, keinen Flughafen, nichts. Das heisst, ich muss darauf hoffen, dass Infizierte auf die von sich aus über die Grenzen gehen. Und relativ schnell vielleicht auf Russland, auf Deutschland werden gelegt, weil die einen Flughafen haben. Und dann irgendwann halt zu den grösseren Staaten übergehen. Okay, also, ich lasse jetzt mal laufen, doppelte Geschwindigkeit. Anal Probe begins in Poland. Also, in Polen hat es angefangen. Weak and used to cold temperatures. Okay, also mein Bakterium schon am Anfang ist schwach und aber gewöhnt an kalte Temperaturen. Das heißt, ich schaue jetzt mal Pause mit Leertaste, mal schauen, was wir da für Möglichkeiten haben. Jetzt Overview, Transmission, Symptoms, Abilities. Also das ist alles, das ist eigentlich, man kann an der Genetik, mit der Genetik spielen von einem Bakterium. Also die Übertragungsart, also zum Beispiel über Livestock, also über Vieh. Oder über Nagetier, so ja halt Rodent, ja Nagetier, genau, über Vögel, über Insekten, über Blut, über das Wasser, über die Luft. Dann kommen wahrscheinlichste Symptome, die irgendwie anfangen mit Unwohlsein, Nausea wird wahrscheinlich die Übersetzung sein, mit Husten, mit Rash, keine Ahnung, mit irgendeiner wahrscheinlich trockene Haut, blistered, mit Ausschlägen. Ja, wahrscheinlich Ausschlag. Anemia, das ist ein Blutkörperarmut, glaube ich. Okay, ich habe keine Ahnung von den Fachbegriffen, aber die Idee ist ja, also das Wichtige ist ja vor allem, was es genau ist und was für eine Funktion es hat. Und das sehen wir da unten dran hier an diesen 3 Balken. Ineffizienz habe ich jetzt gemeint. Nein, natürlich Infektionsrate. Je höher sie ist, desto leichter werden jetzt die Menschen angesteckt. Severity schlimm, also das hängt auch mehr mit der Wahrnehmung zusammen. Also wie schlimm wird die Krankheit angenommen. Also es muss nicht unbedingt tödlich sein, das ist nämlich der 3. Balken, Lethality, der Grad, wie tödlich die Krankheit ist. Aber die Wahrnehmung kann trotzdem, genau, how scary, also wenn ich drüber hoffe, dann kommt how scary the disease ist. Also wenn wir zum Beispiel irgendwie, wie sagen wir dem schon wieder, Projectile Vomiting, also ja, unkontrolliertes Kotzen in der Öffentlichkeit, das ist natürlich sehr severe, also weil das nicht allzu angenehm ist, es gibt so Möglichkeiten. Ja, aber das wird sich dann zeigen. Abilities, jetzt kann man Resistenz zum Beispiel gegen kalt und warm einstellen. Man kann hier zum Beispiel Drug Resistance, also gegen Medizin, die angewandt wird, Resistenz. Gibt es dann weiter noch, dass man, wenn die an ein Heilmittel geschafft wird, kann man dann noch versuchen, dort noch ein bisschen dagegen zu schaffen. Und für alle Evolutionen, die man will ausführen will, braucht man DNA-Punkte. Also hier sehen wir jetzt zum Beispiel für die Wasserübertragung braucht es 9 DNA-Punkte. Im Moment habe ich 0. Und um DNA-Punkte zu bekommen, muss ich hier auf die Symbole klicken. Jetzt habe ich noch 1 Punkt bekommen. Also ich habe im Moment jetzt machen wir mal vorwärts. Also ich habe jetzt eine Person, die infiziert ist. Das heißt, ich muss jetzt immer ein bisschen schauen, ob da etwas passiert. Jetzt habe ich da DNA-Punkte bekommen, 4 Punkte.
weil ich in Polen bin und kein Flughafen und keine Schifffahrt habe, würde ich sagen über Wasser und über... Ja, also die ganze Transmission wäre natürlich nicht schlecht, wenn ich die als erstes ein bisschen forciere, sozusagen. Ja, jetzt haben wir den nächsten. Ah, mehr Infizierte. Das heisst, ich tue jetzt hier mal schnell Transmission über... Ja, wäre vielleicht nicht schlecht, wenn es über mit den Tieren anfängt. Gut, evolved. Ja, perfekt. Das ist Grenze, das ist immer noch alles in Polen. Ich lasse das einfach mal ein bisschen weiterlaufen lassen. Schauen, was passiert. Also, der ist natürlich, dass man nicht am Anfang schon. Was? Okay, also das Erdmagnetfeld ist von Wissenschaftlern genutzt worden als Energieressource. Als Energiequelle. Spannend. Es gibt immer so recht lustige Newsmeldungen. Okay, 13 Leute, 8. Was habe ich vor? 9 Stück brauchen wir, 10 Stück. Ich glaube Vogel, Luft und Wasser. Ich glaube Luft und Wasser ist das nächste, was ich mache. Okay, machen wir mal. Nicht Symptoms. Luft. Evolve. Severity. Wieso habe ich Severity? Ah, wahrscheinlich weil es Dings befällt, weil es Fee befällt. Was ist das? Ah, und da kann ich schauen, welche Länder infiziert sind bereits. Spannend. Gut. Okay, jetzt habe ich vorhin etwas angefangen zu reden, aber ich habe jetzt voll vergessen, was es war. Aber das will mir dann vielleicht aus dem Sinn kommen. Okay, also es ist slowly but steadily. Also es geht ein bisschen vorwärts. Ich tue jetzt einfach schauen, dass ich in Polen möglichst infiziert. Ah ja genau, das wollte ich sagen. Ich schaue jetzt, dass ich in Polen möglichst eine infektive, oder wie sagen wir denn, Krankheit, soll ich sagen, generieren oder machen. Und Transmission über Water. Und nicht allzu früh eine letale bzw. also eine ernste Krankheit 157 sehr schön, herstellen, oder dass sie nicht sofort tödlich wird, also auch nicht die Aufmerksamkeit von der Weltbevölkerung auf sich zieht. Das wäre dumm. Also das heisst, möglichst infektiös machen, so lange wie es geht, damit sie sich auf der ganzen Welt verbreitet und dann anfangen, die tödlichen Krankheiten anzuwenden. Oder Evolutionen, Mutationen anzuwenden. Also, Polen ist zwar nicht allzu reich, aber es könnte sich vielleicht lohnen, wo sind wir da bitte? Abilities, Drug Resistance dazu zu nehmen, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Hier das Pünktchen, Thousands. Wir sind schon bei 10.000, ja? Sehr schön. Und jetzt wäre es gut, wenn sie mal auf ein anderes Land würde übertreten. Anemia. Das... da ist es. Ich muss jetzt schnell anschauen. Anemia ist... Severe. Hypoxia. Decreasing Red Blood Cells, also Hämoglobin Blood. Die weißen Blutkörper den Fremdkörper vernichten, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und die roten dann Sauerstoff transportieren. Hypoxia, das heisst, man hat nicht zu wenig Sauerstoff, okay. Das kann sein, dass man schneller müde wird und so. Okay. Lassen wir. Also, ich will jetzt einfach keine tödliche, also zum Beispiel Durchfall ist in Drittweltländern oder die ärmeren Länder einfach generell, ist ein sehr, ja, ist ein, Ukraine, sehr gut, ist ein, ach, man steht, dass der Gedanke fertig spinnen. Aber Durchfall ist in armen Ländern eher eine tödliche Mutation, das heisst, ich will das eigentlich in dem Sinne noch nicht. Zuerst mal schauen, wie gesagt, dass ich hier die Übertragung ein bisschen verstärken kann. Ich brauche mal 12 Punkte noch. Und dann kann ich es mit den Insekten noch machen. Was haben wir da noch? Da ist Baltikstaaten, sind auch infiziert. Sehr schön. Okay.
Zentraleuropa ist dabei. Auch schön. Gut, jetzt haben wir Deutschland, das ist perfekt. Okay, infektiöser. Was ist das Adjektiv für infiziert? Infektiös. Naja. Ist mehr übertragen worden als Tuberkulose. Zumindest. So, komm, Punkt. Gib mir Punkt. Gut, jetzt sollten wir genug haben für Übertragung. Blut? Nein, noch eine mehr. Ich will nicht Blut, sondern ich will zuerst über Insekten. Shit, Polen wird überrannt von der Infektion. Das ist schlecht. Oder gut. Es sollte ein bisschen mehr verbreiten. Germany, Westwelt. Russland. Nice. Das gefällt mir. Also haben wir hier in dem Fall Abilities, Transmission über Mikli. Und los geht's. Weiter. Dann mal dreifache Geschwindigkeit. Okay, Polen. Ja, ich kann ein bisschen langsamer anfangen. Ich hoffe, das geht noch schneller. Es geht auch vorwärts. Festival of Love. International Kissing Day. Okay, also es gibt sehr viele Küsse. Das heisst, kann ich da irgendwie... Was ist das? Protect against all climates. Das lohnt, das wird sich noch lohnen. Über Blut... Luft... Ja, Blut wäre wahrscheinlich schon... Am ehesten noch das mal. Weißt du, das ist Deutschland schon infiziert. Beim International Kissing Day, das ist gut. Alte Staaten. Oh, Flugzeug und nach Japan. Sehr nice. Cysts. Zeig mal, was ist Cyst? Was sind Zysten? Painful Lumps. Hätte ich das schon? Ja, das passt. Es ist nicht letal, das heisst, es ist einfach grusig. Dann welche... Minor Disease, okay. Also es ist aufmerksam, man ist darauf aufmerksam geworden, dass etwas passiert ist, dass es Krankheit gibt und man muss aufmerksam werden darauf. Russland, sehr schön. Nein, Polen fährt schon anfangen. Fängt schon an mit dem Heilmittel Research. Oh, Saudi-Arabien, sehr gut. Komm on. Das wäre Türkei, jawohl. Ist das China jetzt gewesen? Ja, voll China. Oh, skandinavische Staaten. Schweden ist es nicht gewesen. Oh, jetzt geht es langsam vorwärts mit den Punkten. Norwegen ist es gewesen. Norwegen, okay. Frankreich. Nice. Amerika. Yes. Vorwärts. Ich muss mal Punkte verwenden. Jetzt All Climates ist sicher ein guter Punkt. Dann kalt und heiß. Also jetzt kommt das nächste das Kalte dazu. Ich brauche noch 6 Punkte. Gut. Oh. Was haben wir da? Pakistan, Zentralasien, Kasachstan. Gut. Also gehen wir zu kalt. Ich müsste jetzt vielleicht langsam noch ein paar Symptome dazu nehmen. Coughing vielleicht. Nausea, wo ist Coughing? Da. Weil da kann man sich ein anderes Gesicht husten. Und Lufttrans... Oh. Hat das jetzt genützt? Oh, Russland. Oh, jetzt geht es vorwärts in Russland. Holy crap. Kanada ist infiziert, sehr gut. Ich hoffe, dass zum Beispiel Grönland und Australien und die ganzen... Sie wäre es da in Peru. Die ganzen Inselstaaten, da Inseln kann man nicht sagen, aber... Ozeanische Staaten, dass die auch dazukommen. Südamerika, Mittelamerika, Afrika, das wäre super. Grönland ist. Sehr schön, 22 Punkte. Gehen wir noch Sneezing, Pneumonie, Fluidbild. Die Flüssigkeit in der Lunge, das ist Pneumonie.
Ist doch, wenn bei einer Lungenentzündung passiert, ist das nicht sogar die Übersetzung? Hey, Flooding in USA. Habe ich kalt jetzt eigentlich? Kalt? Nein, aber könnte ich eigentlich. Nein, ich tue, nicht schalen, wie sagen wir. Tut eigentlich von Bakterien verstärken, damit sie resistenter ist. Rash. Rash-Symptom. Okay. Was wäre das da gewesen, hä? Also, das wird der Ausschlag sein. Blistered. Blasen, so Sachen. Wahrscheinlich, ja. Alles klar. USA. USA wird wenig stark infiziert, das gefällt mir gar nicht. Kann man dann noch harder to analyze. Wie viel ist eigentlich der Research schon? Erst 1%. Okay. Kann ich Drug Resistance 2 noch? Ja, dann brauche ich 30 Punkte. Das ist noch viel. Dann haben wir gescheiter unterdessen schnell. Ja, machen wir es resistent. Sehr resistent. Das ist gut, das ist gut. Russland ist gleich voll komplett. Fernost ist auch nicht allzu schlecht. Jetzt Ozeanien von da. Australien ist gut. Neuseeland. Neuseeland. Fast den Punkt vergessen. Grönland vollständig. Aber Afrika und Südafrika. Habe ich Hits 28 Heat Resistance unbedingt. Gut, 2%. Okay. Schlimmer als die gemeine Grippe. Grippe. Afrika, sehr gut. Amerika, wieso meine ich? Jetzt sind wir schon bei 53 Punkten. Wow, jetzt hat es nur einen Jump gegeben. Also, Drug Resistance war 31. Wieso 31? Vorher war es 30. Und Heat ist 28. Nein, nicht Evolve. Gut, dann machen wir den 25 und als nächstes kommt. Weißt du was, kalt. Ist gut. Ich brauche aber unbedingt noch mehr Symptome. Sweating. Das ist gut. Schwitzen dich zu tot. Sehr schön. Neuseeland ist auch dabei. Libyen ist auch gut. Jetzt sind wir auf der Watchlist. Das heisst. Saudi-Arabien wird überrannt. Auf der Watchlist, das heisst, man ist aufmerksam geworden auf meine Krankheit, auf mein Bakterium, auf meine Analprobe. Und, sehr schön. Das ist Neuguinea, genau. Iceland leading Global Cure Effort. Sind wir bei 8%, das ist schlecht. Iceland shuts down Airport, das ist mir egal. Es sind genug andere, die noch offen sind. Jetzt geht es vorwärts, Ozeanien habe ich... Warte, ich muss mal ein bisschen abchecken. Gibt es noch ein Land, das nicht infiziert ist? Westafrika. Die ganzen afrikanischen Staaten. Das ist scheiße. Gehen wir noch nach Severity geht es ein bisschen rauf. Die geht stark rauf. Es geht überall Severity rauf. Außer bei Sneezing. Das klingt doch schön. Immune Suppressions. Can be lethal. Nein, möchte ich noch nicht. Bald, aber noch nicht. Skin Lesions. Offene Wunden. Ja, nehmen wir doch. Transmission. Air. Birds und ich habe die ganzen Übertragungsraten noch viel zu gering gehalten. Super. Schon klar. Dann wir die Schäfchen noch ein bisschen mehr. Jetzt habe ich keine Punkte mehr, beziehungsweise 13 noch. Ich nehme Nasenanämie rein. Was ist das? Vomiting. Nehmen wir auch gerade. Ich kann dir noch ins Gesicht gießen, wenn ich vorher angekündigt habe. Hypersensitivity. Das ist... Was ist es? Da. Increases blood like the double-action reactions. Okay, also etwas gegen das Immunsystem, das ist eigentlich allzu schlecht. Oder so in Zentralafrika macht mir ein bisschen Angst. Sehr gut.
Oh, jetzt geht's vorwärts. Cure Effort, ich bin bei 15%, das heißt, ich muss jetzt schauen, dass es nicht zu schnell vorwärts geht. Projectile Vomiting, wenn ich am Anfang gesagt habe. Also, ins Gesicht gießen, perfekt. Zentralafrika, Westafrika, Pulmonary Edema, was ist das? Ist das Pulmonary? Das ist irgendetwas mit der Lunge, logisch. Dann da. Potentially fatal. Ah, das will ich noch nicht. Yes. Zuerst noch warten. Also, machen wir noch die Resistenz. Wie weit bin ich schon mit dem 20% mit der Cure? Dann wir mal Hardening and Hard to Analyze. Das heisst, es wird schwieriger. Westafrika wird auch überrannt. Oh, jetzt sieht es gut aus. Das sieht ganz gut aus. 25% komplett. Oh shit, jetzt geht es aber hure vorwärts. Jetzt muss ich möglichst schnell Genetic Reshuffle rein tun. Das ist so ein bisschen der... Ich brauche jetzt unbedingt einen Punkt. Das ist Genetic Reshuffle ist zum das Heilmittel zurückzurühren, und zwar krasser, recht krass. Ich brauche 27, das sollte jetzt eigentlich noch ein Punkt. Come on, komm! Oh. Oh, Tsunami in Neuseeland. Das ist doof. Komm jetzt, Fieber. Ja, jetzt kommt langsam anfangen mit den Todesfällen. Ja. Komm. Neuseeland. Needs to evolve to kill. Ja, das ist mir schon klar. Aber ich brauche noch einen Punkt. Come on. Was ist los? Russland. Ah. So, jetzt aber sofort. Reshuffle. Come on. Und als nächstes. Lethal. Immune Suppression. Jetzt muss die Lethality jetzt wirklich krass rauf. Was haben wir da für Sachen? Ja. Okay, los! Ich glaube, ich kann fast ein bisschen lang warten mit dem Kill. Ja. Das war ein bisschen schlecht von mir. Er ist noch nicht 100% infiziert. Neuseeland. Sehr gut. Nein, ich habe fast keine Punkte mehr. Kann ich da etwas... Warte mal. Infektionsrate. Ich glaube, ich müsste die evolven, damit ich kann... Damit ich da die Toten noch kann... Kann ich das nicht anzeigen? Healthy. Ich muss überwachen, wie lange die Leute noch gesund sind. Wenn es lange noch gesunde Leute gibt. Scheiße. Ja, sehr gut. Pulmonary Edema. So. There are no healthy people left, so, und jetzt töten. Die Übertragungsrate zurück, töten. Yes. Shit, ich glaube, ich habe Fehler gemacht. Ich habe keinen Punkt. Fuck, ich habe keinen Punkt. Schlecht. Ja. Okay. Scheiße. Das ist jetzt nicht so, was ich erzählen kann. Also, zuerst früher oder schneller anfangen mit den tödlichen Mutationen. Schade. Gut, das wär's gewesen. Schade. Yep. Ich habe keine Chance mehr. Gut. Das war's.
Also die Infektion ist recht gut eigentlich gegangen, wenn ich das jetzt im Schnelldurchlauf nochmal abspiele. Aber... Ja, die Verteilung der Punkte war nicht allzu gut gewesen. Puh. Okay, ja, auf jeden Fall. Merci fürs Zuschauen. Ich denke, ich mache nochmal einen Versuch und hoffe, dass der das mal klappt. Und ja, weil sonst bleibe ich bei den Bakterien, muss immer die Bakterien weiterspielen, das wäre ein langweilig. Aber ja, merci fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spass gemacht. Mir macht es Spass, die Menschheit zu vernichten. Nur habe ich es leider das noch nicht geschafft, aber beim nächsten Mal sollte es hoffentlich klappen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Ich bin Dani Vega und sage Tschüss. Tschüss!